Hier sind wir mal wieder. Grüezi wohl. Wir hoffen doch, es geht euch gut. Sally, Nico. Nico. Running out of here. Ich bin da. Fast nicht ganz. If I only could make a deal with God. Es ist mir egal, ich höre es so, also singe es so, okay? Okay, ist gut. Okay. Nein, ja, wir sind wieder da. Willkommen zurück zu unserem Gaming News Podcast von brack.ch. Hier live auf Twitch mit mir, der Steffi und dem Nico. Wir haben natürlich wieder jede Menge Gaming News am Starten für euch. Episode 20 haben wir letztes Mal gehabt. Heute kommen wir zu Episode 21. Ganz unspektakuläre Zahl. Mo, 21 ist super. 21 ist super. In Amerika schon, ja. Schon mit Geburtstag. Der 21. Das wird uns jetzt sicher nicht hier. Ja, genau. Ja, wir haben 12 Guesses maximal, also von dem her easy. Yes. Nico, erzähl, wie geht's dir? Was hast du gegamed? Hey. Das Wochenende? Apex. Aha. Und Humankind. Und, Ist Humankind gut? ja, es ist echt die bessere Civ-Alternative. Also, die bessere, die schnellere. Die schnellere. Also es ist so ein bisschen wie... Wie soll ich sagen, wenn du nicht machst, das ganze Civ-Game, gamest du eigentlich ein Humankind, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, wo du bist schneller unterwegs. Und, okay. Aber, also weißt du, es ist so ein bisschen wie... Ich möchte jetzt nicht reinschießen, aber es ist so ein bisschen wie wenn du wollen, wie heisst der sehr berühmte Maler? Van Gogh? Monet? Nein, der andere, der die Mona Lisa gemacht hat. Keine Ahnung, wie der heisst. Mo! Google weiss es. Egal. Wir wissen es, glaube ich, beide. Leonardo da Vinci. Ja, genau, der Leonardo da Vinci. Es ist so wie hier, Oli. Als möchtest du Da Vinci nachzeichnen und bringst es mega gut her, aber es ist auch gleich kein Da Vinci. So, das ist so das Problem bei einem Civ. Ein Civ kannst du nicht einfach kopieren, das geht nicht. Also das ist aber nicht das Problem von Civ, sondern das ist eigentlich etwas Gutes von Civ. Nein, es ist nicht, also das ist das Problem bei Humankind. Du merkst einfach, okay, sie haben das gleiche Prinzip übernommen, aber es kommt halt einfach nie ganz an ein Civ her, wo ich merke es dann, wenn ich es vergleiche. Und wir haben wirklich vorher schnell ein Civ gespielt und dann haben wir, aber wo es immer wieder Probleme gegeben und der eine ist immer wieder asynchron und rausgefallen, haben wir nachher haben wir dann Humankind gespielt. Und du merkst es schon, es ist lustig. Und im Humankind ist es so, dass du kannst alle Völker mischen und du kannst die immer in ein neues Volk entwickeln. Ah, wow, okay. Pro Zeitalter. Aber mir gefällt das gar nicht so. Ich finde, ich bin Fan vom straighten gleichen Volk sein. So. Ah, okay, ja gut, in dem Fall. Ja, ich weiß nicht, ich habe es immer noch so auf der Liste. Ah, aber weißt du was? Humankind ist im Xbox Game Pass. Das heisst, ich könnte es einfach mal ausprobieren. Wenn ich dann mal Zeit habe. Aber ganz ehrlich, ich muss so viel ausprobieren. Mario Strikers spiele ich am Freitag. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Hast du noch nicht gespielt? Nein, wenn bin ich dazu gekommen? Gar nicht. Nein, ich hätte es natürlich schon können, ja. Ja, nein, das Problem war, Nintendo hat mir eigentlich ein Päckchen geschickt, damit ich es spielen konnte. Aber also rechtzeitig, aber dummerweise haben sie es an die falsche Adresse geschickt. Also an meine alte Adresse, die ich seit 3/4 Jahren nicht mehr habe, ein Jahr. Und darum ist es nie bei mir angekommen. Und dann mussten wir es nochmal schicken. Und das war natürlich easy mal 1,5 Wochen vorbei gewesen. Und seither bin ich nicht mehr dazu gekommen, das anzuspielen. Aber ja. Also, ich würde dir vorschlagen, dass du unbedingt irgendjemanden dazu holst, der alleine, weiss ich nicht, wie fest Spass das macht im Fall. Schon. Ja, ich habe es jetzt mal eingetragen für einen Freitag, weißt du, bei uns im Stream, bei brack.ch, dass ich es mal am Freitag streamen. Aber du, ganz ehrlich, ich schaue mal.
Wenn es mir keinen Spass macht, dann wechsle ich dann. Es gibt genug Games von dem her. Das ist ja so, auf jeden Fall. Ich sage noch nicht viel dazu. Ich möchte, dass du es zuerst ausprobierst und dann können wir ja dann am Montag darüber diskutieren. Ja, wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet in einem von unseren vorherigen Episoden. Also von dem her. Ja. Aber tun wir uns das für Episode 22 aufheben, dann haben wir etwas, wo wir dort noch besprechen können. Ich weiss nicht, ob ich dann schon dazu bekomme, das Spiel. Wir schauen, Steffi, mach dir keinen Stress, alles gut. Nein, wir stressen alles nicht. Gut, mach dir keinen Stress. Mir keinen Stress. Meine Haare stressen mich, Mann. Gottfried Schuss. Ja, du bist heute... Ja, Steffi hat gerade sagen, es ist heute wirklich... Also, weißt du? Ich muss sagen, das? Nein. Ich muss sagen, mir gefällt. Nein, mir gefällt. Was ist das? Nein, weißt du, warum mir gefällt? Es ist so wild. Es hat so etwas Wildes. Es ist so out of bed. Es ist wild. Ja, ich sehe aus, als wäre ich direkt aus dem Nest gekommen. Das ist schlimm. Ja. Nein, Horror. Mir gefällt das. Aber das ist meine... Nein, das Problem ist, draussen ist es mega feucht. Und ich habe meine Haare den ganzen Tag bis jetzt zusammengebunden. Und dann haben natürlich meine Haare die Struktur auch, wo sie geformt sind drin. Und darum habe ich jetzt da irgendwie keine Ahnung, was für eine komische Bettfriese. Schlimm, ganz schlimm. Hey, alles gut, Steffi. Es ist wirklich nicht so schlimm. Mir gefällt es. Gut. Ja, wenn ich jetzt auch daheim würde sitzen, so wie du, Stöckler, dann hätte ich das Problem nicht. Okay, gut. Auf jeden Fall ein Hallo an die 5 Leute, die zuschauen. Genau. Vielleicht schaffen wir es ja noch auf 10 zu kommen heute. Wer weiß. Mach ein bisschen Werbung für uns. Hey. Gottfried Stutzmann. Also ich habe gerade eine Story gemacht. Hast du auch noch nicht gemacht? Ich habe auch nicht gemacht, ja natürlich. Okay. Ich habe sogar noch twittert. Ja, gut. Und die Leute sind vielleicht und auf Discord posten. Oder am Schermen suchen, wo es jetzt also bei uns in Bern jetzt richtig runtergelassen. Anscheinend, ja, du hast etwas gesagt. Ich bin ja in Megenwil bei uns im Studio und bei uns ist es noch trocken. Es hat sogar ab und zu einen blauen Himmel. Was mich ein bisschen irritiert, aber ja, es sollte eigentlich noch kommen heute. Ja, ich habe extra geschaut, was je nachdem, du musst natürlich schauen, was du anlegen musst. Hast jetzt Sandalen an und dann schifft es, ist dann nicht so geil. Aber ja, ich bin gewappnet. Ja, du, vor allem, du bist ja nicht aus Zucker, gell? Du siehst nur so aus, aber du bist nicht aus Zucker. Ich bin aus Zuckerwatte. Da. Ja, das ist die Steffi, wie wir sie gerne haben. Genau. Nein, natürlich bin ich nicht aus Zucker, ich bin aus Salz. Salty, you. So sieht es aus. Nein, gute Mischung von. Ich habe einen Teelöffel Zucker und einen Esslöffel Salz und das ist gut. So muss das sein. Nein. Genau. Ich wollte fragen, bist du ready? Bist du ready? Dass unsere Gaming News starten. Ich hoffe einfach, es kommt erst schiffen, wenn ich am Bahnhof stehe. Aber so wie es aussieht, könnte es schon vorher kommen. Ich denke so, ja. Wo um 5 Uhr muss ich ja immer auf Ottmarsingen laufen, wo der Bus ja immer Verspätung hat. Darum verpasse ich den Zug in Megenwil. Darum muss ich immer auf Ottmarsingen laufen, das sind so 12 Minuten zu Fuß. Und dann verschifft werden, das ist unangenehm. Ja, ich überlebe es. Wie du ja gesagt hast, bin ich nicht aus Zucker. Auch nicht aus Zuckerwatte. Genau, also ich würde sagen, hallo an alle die zuschauen. Schön seid ihr da. Ich würde sagen, wir starten einfach gerade den Köpfler in die nächste Episode, oder? Was meinst du? Ja, let's go. Beziehungsweise eben einfach an alle, die zulassen, beziehungsweise zuschauen. Wir nehmen jetzt einen Gaming News Podcast auf. Das bedeutet, wir werden nicht ansprechbar sein, hätte ich gesagt. Also ja, ihr dürft natürlich sehr, sehr gerne in den Chat schreiben, eure Fragen, eure Kommentare zu einem Thema. Je nachdem, ob ihr etwas zu sagen habt, ihr dürft das Hallo schreiben oder wie auch immer. Und ja, einfach während dem Podcast, also während wir die Aufnahme machen, können wir nicht wahnsinnig gut auf das eingehen. Aber natürlich, dann, sobald die Episodenaufnahme beendet ist, werden wir das natürlich alles näher lesen und beantworten. Also, feel free. Und ja. Oh. Dann würde ich meinen, dann tue ich doch hier mal. Moment schnell, hier Pause drücken, sonst haben wir dann Musik.
Ich habe keine Lust auf Musik. Also. If I only could make a deal with God. Es läuft mir die ganze Zeit so nach. Merci, Running up the Steffi. hill, running up the road, running up the building. Oh, oh. Ja, mir läuft so hure nachher. Und ja, ich weiss, es ist nicht wirklich ein Gaming-Thema, aber egal. Herzlich willkommen zu Episode 21 von Buff Crit Loot, in unserem Gaming News Podcast von brack.ch mit mir, der Steffi und dem Nico. Zwei waschechte Gamer innen. Und tatsächlich ja, als ziemlicher Horror aus dem Weg Gunnerin, wie sagt man dem? Einfach jemand, der nicht so gerne Horror hat tatsächlich Stranger Things durchgesuchtet. Das wird heute auch, eben, wie gesagt, was kein Gaming-Thema ist, eines von unseren Themen sein. Und dann haben wir noch ein paar andere Sachen, gell, Nico? Was haben wir noch zum Beispiel? Also Definitiv. Ja, Buff Crit Loot Themen haben wir ja. Ja. So wie immer. Ja. Was haben wir bei Buff? Erzähl. Wir haben The Chant, ein Game, das Steffi wird vorstellen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mich nicht darüber informiert, weil ich einfach auch mal möchte von Steffi direkt überrascht werden. Neon Blight ist ein Game, das ich euch schnell vorstelle. Ein kleiner Top-Down-Shooter. Hellpie habe ich mit What the Fuck markiert, weil ich einfach wirklich das Game ist. Ihr werdet es sehen. Das Apple iPhone 14 für Gamer ohne das Steffi-Thema, das auf euch zu wird kommen. Dann im Crit haben wir Nintendo Direct, ist so wieder ohne BOTW 2 News. Return to Monkey Island hat einen Shitstorm. Gehen wir noch nach, weiter drauf in Gamescom. Viel Absagen. Brack geht trotzdem. Steffi. Fail der Woche, Formula F1 22 Release. Da gibt es ganz viel dazu zu sagen, was dort schief gelaufen ist. Und am Schluss haben wir noch den Loot. Und somit starten wir rein mit dem ersten Thema. Steffi, let's go. Only God. Make a deal with God. Nein, es ist so schlimm. Es läuft mir so hure nachher. Das und das andere Lied. Oh, wie geht's schon wieder? Vorher ist mir die ganze Zeit nachgelaufen, jetzt habe ich es prompt gerade vergessen. Ich weiß welches. Ich weiß genau was. Turn around. Turn around. Tell me what you see. Turn around. Steffi singt hier nicht Disney-Musik. Nein, es ist Stranger Things-Musik. Und ja, Leute, ich weiss, ich erzähle euch seit 21, also es ist jetzt die 21. Episode, ich erzähle euch seit 21 Episoden, wie ich Horror hasse und dass ich allem aus dem Weg gehe, was nur ansatzweise mit Horror zu tun hat. Aber Stranger Things ist unheuer geil. Ich muss sagen, ich habe damals die erste Staffel geschaut, als sie rausgekommen ist. Ich habe gefunden, nein, grusig. Ich wollte das irgendwie nicht schauen. Und die zweite und dritte Staffel, der Hype ist an mir vorbeigegangen, aber der Hype von der 4. Staffel, der hat mich richtig mitgespielt. Und jetzt habe ich gefunden, nein, Steffi, das kannst du jetzt nicht machen. Es ist so interessant von der Story her, Stranger Things. Und dann habe ich wirklich ab Episode 1, Staffel 1, alles nochmal durchgesuchtet in den letzten, glaube ich, 3 Wochen oder so ist das. Wann ist Stranger Things Staffel 4 rausgekommen, die erste Episode? Ich glaube, vor etwa 2-3 Wochen, ja. Aber auch einfach dann, wo die 4. Staffel ist, erschienen, habe ich gefunden, nein, ich muss das jetzt alles nachschauen. Und ich habe es wirklich gesuchtet. Ich habe es über den Mittag geschaut, ich habe es am Abend geschaut. Einfach immer, wenn ich ein bisschen Zeit hatte, habe ich weiter geschaut. Und es ist wirklich interessant. Und die 4. Staffel hat mich aber, muss ich sagen, bis jetzt eigentlich die beste gedünkt. Also ich finde, bei der 2. und bei der 3. ein kleines Low gehabt. Und jetzt die 4. habe ich hure nice gefunden. Also man ist mega lang, ist man so ein bisschen konfus, wo man nicht so genau weiss, was hat das alles miteinander zu tun, also mit den ersten 3 Staffeln. Und halt so wie es so langsam aufbaut. Und es ist
irgendwie, es ist viel brutaler als die ersten 3 Staffeln. Aber auch insofern realistischer, was meiner Meinung nach von der Story der Kids, die sind jetzt halt irgendwie, es ist viel mehr, also es geht viel mehr in die Realität rein, was halt Kinder in der Schule erleben. Also das ganze Mobbing-Zeug, weisst, die ganzen Selbstzweifel werden aufgegriffen. Und ich finde, es gesellschaftlich betrachtet ist die 4. Staffel die interessanteste mit Abstand. Kann ich nicht mal, ich kann es unterstützen. Es ist so wie, man merkt so bei dieser Serie, dass sie irgendwie gelernt hat laufen, weißt du, so mit der Zeit. Man hat so ein bisschen wie das Gefühl, sie haben mit Staffel 1 angefangen und mir hat in Staffel 1 einfach wirklich mega abgeholt, dass man so das 80er-Jahr-Feeling mit der Musik Das und so ist kommt nice. mega auf. Ja. Nachher gemischt mit dem, let's be honest, dem American Dream, ein bisschen American Feelings, oder? Alles sehr amerikanisch gehalten, gleich noch. Und dann halt aber einfach eine super Auswahl an Schauspielern. Also die Schauspieler sind mega gut gewählt, die passen alle so gut. Ja. Entwickeln alle eine eigene Charakteristik, sodass man sich das ist selber genau das, die Entwicklung, die die einzelnen Charaktere durchmachen. In der ersten Staffel ist halt alles neu. Alles ist, sieht man zum ersten Mal. Und darum ist alles noch so irgendwie faszinierend, was halt neu ist. Das hat halt den Neuheitseffekt. Das ist logisch. Ja, die neue Story hat das. Aber in der 4. ist alles irgendwie so ausgereift und man fehlt auch mal, weißt? Es funktioniert nicht alles einfach plötzlich auf Anhieb. Und das finde ich mega geil. Einfach, es ist viel deeper, viel realer irgendwie als die vorherigen 3 Staffeln. Und das ist das, also don't worry, wir tun nicht spoilern, auch wenn es schwierig ist, um alles drum zu reden, aber es ist wirklich, also, hey, falls ihr Stranger Things noch gar nicht geschaut habt, wo ihr so wie ich der Meinung war, nein, es ist Horror, es ist grusig, so ja, es geht schon ein bisschen auf die Psyche, vor allem die 4. Staffel, die geht auch auf die Psyche, finde ich, das ist richtig ein Psychoterror schon fast. Aber es lohnt sich, weil die Story ist spannend, die Charaktere sind toll und es ist, ich finde einfach, der Story-Twist und der Plot, also ich finde es mega spannend, wie es aufgebaut ist. Auch die Musik ist der Hammer. Und obwohl es eben so Psychoterror und Horror ist, irgendwie, hat es trotzdem so eine herzige, charmante, humorvolle Art. Die ganze Staffel. Weißt du, immer wieder muss man so lachen und denken so, oh jö, so herzig und irgendwie so der Witz und so, weißt du. Und es hat so eine herzige Komik drin, trotz allem. Das gefällt mir mega. Also ich bin jetzt nicht gerade so vor dem Fernsehen mit «Oh ja, so herzig» und «Ja, so schön». Wir schauen auch die Serie ein bisschen anders, aber das ist ja auch völlig normal. Für mich ist es natürlich gleich, ich finde es mega gut, dass sie nicht haben, oder dass sie sich sogar noch gesteigert haben in der Brutalität, wo ich finde das zum Beispiel mega wichtig. Weil für mich wäre sonst die Serie mega uninteressant geworden, wenn es jetzt nur noch so, ja, keine Ahnung, so, das eben zu wenig brutal sein, wo jetzt eben Kinder oder Jugendliche zuschauen oder Leute mit, wie sagt man dem, empfindlichen oder sensitiven Reaktionen auf solche Sachen, Gemüt, genau. Habe ich mega gut gefunden, dass sie das nicht gemacht haben, sondern dass sie noch brutaler sind geworden, vor allem, dass sie noch intensiver in den Horror rein sind gegangen. Es ist eben mehr so Psychohorror geworden. Als vorher war es Horror, war es Psychohorror. Ja. Und sie haben sich auch mega Mühe gegeben, wieder in CJ und Maskenbilder. Wirklich. Hey, wenn die für das keinen Preis abräumen, sorry, aber das ist ja wirklich crazy. Also, wie gesagt, ich kann es wirklich allen empfehlen, außer dass sie dermaßen sensibel, dass das nach der Opsi kommt. Aber nein, wirklich, also, auch, ich finde es auch gesellschaftlich kritisch, die Staffeln, viel mehr als die ersten 3. Und von dem her muss ich wirklich sagen, wow, also die hat mich richtig geflasht, die 4. Staffel. Ja. Und auch wieder die neuen Charaktere und also die in dieser Staffel neu dazu sind gekommen.
man schließt das so ins Herz und es ist so, es ist so heartbreaking alles irgendwie. Und ja, es erinnert einem dort ein bisschen an Game of Thrones. Weißt du, was ich meine? Nur ein bisschen. Ja. Nur ein bisschen. Ja, ja. Nicht im gleichen krassen Ausmaß, aber so ein bisschen auf jeden Fall. Und, ich weiss genau, was du meinst. Aber das ist ja auch so, das Konzept muss von solchen Serien muss halt auch so, es muss immer spannend bleiben. Oder jede neue Serie, jede neue Episode muss die Leute abholen. Und ich finde es cool, weil es hat mir jetzt nicht sehr vorhersehbar gedacht. Weißt du, manchmal sind wirklich Sachen passiert, die nicht so vorhersehbar waren. Und aber wir tun nicht fest, wirklich nicht, ich will überhaupt nicht spoilern. Ich kann nicht darauf eingehen. Ich kann nicht darauf eingehen, auf Details. Ich würde hure gerne, weil es ist wirklich so, es hat mir auch gut gedacht. Aber es hat jetzt gleich, also es war etwas gewesen, worth watching, das kann ich sicher sagen. Aber es ist jetzt nicht absolut die geilste Serie, die ich ever gesehen habe. Also weißt du, was ich meine? Würde ich jetzt auch nicht sagen. Ja, es ist okay, gut. es ist gut. Die geilste Serie ever, das ist schwierig, es gibt so viele gute Serien, ganz ehrlich. Also dort würde ich gar nicht erst das Fass aufmachen. Aber nein, also ich finde, von diesem Jahr, sagen wir es mal so, von diesem Jahr ist die 4. Staffel sicher eine der besten. Was mich aber wirklich ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat, ist die letzte Episode, aber nicht inhaltlich, sondern von der Länge. Ich habe gestern Abend, also beziehungsweise gestern Nachmittag, wo ich mit meinem Papa spazieren und als ich dann zurück bin, habe ich wirklich richtig drauf geschaut, so, hey, jetzt kann ich Stranger Things weiter schauen. Und ich habe ja nicht mehr viele Episoden vor mir, irgendwie so 2 oder 3, glaube ich, maximal noch vor mir gehabt. Und dann habe ich so ausgerechnet, wie lange es etwa geht, bis ich ungefähr ins Bett kann. Und ich dachte so, ja, so um 10 oder so bin ich dann fertig, dann gehe ich jetzt ins Nest. Und dann irgendwie, keine Ahnung, Bonnie, also meine Katze, irgendwann ist die so angefangen wegdösen. Ich dachte so, warum pennt die schon so? Es ist ja noch gar nicht so spät, das bin ich mir gar nicht gewohnt von ihr und so, weißt du? Und dann irgendwie, keine Ahnung, habe ich auch langsam mal mega Hunger bekommen. Hey, und dann schaue ich so auf die Uhr und dann ist einfach irgendwie schon 20 ab 10. Und ich so, das geht in meiner Zeitlogik gar nicht auf. Und dann habe ich mal geschaut, wie lange überhaupt die letzte Episode geht. Und die geht 2 Stunden 17 ohne Abspann. 2 Stunden 17, wow. Das ist ein Film. Sogar länger als ein Film. Die letzte Episode. Krass. Ja, ich weiss. Ich frage mich, warum sie aus dieser Episode nicht einfach 2 gemacht haben. Gibt es immer verschiedene Gründe, aber ich denke, also ich habe es jetzt nice gefunden. Ich verstehe, wenn dich ein bisschen verwirrt hat, weil du bist jemand, der auch gerne mal, wenn sie eine Stunde rechnet, dann gerne mal ins Bett geht. Nein, allgemein, kein Problem gewesen. Es hat nicht mit dem ins Bett gehen zu tun. Ich bin mir ja gewohnt, eigentlich erst so zwischen 12 und 12:30 ins Bett zu gehen. Außerdem, ja, am Montag, wenn ich um 4 ab 5 werde ich etwa wach. Aber einfach, wenn du so die Zeit einplanst und damit rechnest, dass es eine Stunde dauert und dann geht es auch über 2 Stunden. So vom Zeitmanagement her ist das ein bisschen unsexy, sage ich jetzt einmal. Aber es ist 2 Stunden 17 für eine Episode finde ich wirklich way too long. Also ich finde, so 3/4 Stunde finde ich voll solid. Also so zwischen 40 und 50 Minuten finde ich, kann eine Episode gerne mal gehen. Finde ich mega noch gute Zeitspanne. Dann kannst du easy mal 2 schauen, wenn du 1,5 Stunden Zeit hast. So. Aber alles über eine Stunde wird mir schon fast zu lang, ehrlich gesagt. Und 1,5 Stunden bis 2 Stunden für eine Episode von der ganzen Staffel, I don't know. Das ist ja dann wie keine Serie mehr. Das kannst du fast nicht mehr als Serie durchgehen. Das ist ja schon fast ein Epos. Ja, ist ja wahr. Ja, es ist. Ja, man könnte sich vielleicht überlegen, ob man es. Aber also mir hat es nicht gestört. Gestört hat es mich auch nicht, weil der Spannungsbogen ist immer angezogen bis an den äußersten Rand. Also es ist, also es ist nie langweilig geworden beim Zuschauen. Also da hat es andere Serien, also zum Beispiel Ozark schaue ich parallel noch. Geht es um das Drogenkartell. Habe ich alles gesehen. Mega gute Serie, aber dort hat es viel öfters so die Sequenzen, wo es ein bisschen langweilig wird, ein bisschen langgezogen
Und der ist halt wirklich irgendwie mal mit der Zeit, ja, also ich bin dann auch jemand, der schnell mal ein bisschen wegpfuset, ein bisschen einschläft. Und das ist mir bei Stranger Things nie passiert, dass ich eingeschlafen bin. Nicht einmal. Ja. Ich würde auch sagen, dass Ozark eigentlich eine Serie ist, die halt manchmal viel mehr, wie soll ich sagen, reale Situationen darstellt, die halt nicht immer mega spannend sind. Das Also stimmt einfach auch mal ein natürlich, Gespräch ja. in einem Auto, oder wo man einfach so denkt, jetzt müssen sie da irgendetwas besprechen. Das stimmt, das ist natürlich viel realistischer. Bei Stranger Things ist natürlich weit ab von realistisch. Aber weit ab. Also einfach im Sinn von, oh, manchmal bin ich wirklich so, nein, nicht gut, jetzt tust du die Realitätssinn ausschalten, nein, jetzt tust du es nicht hinterfragen. Nein, wirklich darfst du es wirklich nicht hinterfragen. Das darfst du wirklich nicht. Ich bin die ganze Zeit so, nein, das ist jetzt, nein, ja, es ist jetzt halt so, akzeptier's, es ist alles gut. Hey, ich habe hure Mühe mit dem Zeug. Also ich finde, wenn etwas, ja, aber das Problem ist bei mir, selbst wenn etwas Fantasy ist, muss es gleich bei mir noch im Rahmen, muss es noch im Rahmen von etwas sein, wo ich kann sagen, okay, das macht Sinn. Also weißt du, es macht Sinn. So. Es muss einfach in deinem beschränkten Horizontplan sein. Ja. Um es böse auszudrücken. Das ist aber, da bist du wirklich das Gegenteil von mir. Wo ich finde, einfach je fantastischer, also wirklich je unrealistischer etwas ist, desto faszinierender finde ich es. Ich denke mir aber so, mehr so Zeug, mehr unrealistischer Scheiß. So. Dort finde ich dann so, ich meine, für Realismus kann ich auf die Straße, weißt du, was ich meine? Da muss ich ja nicht Fernsehen schauen. Steffi, also jetzt gehst du gescheiter mal noch nicht auf die Straße. Nein, gar nicht auf die Straße. Das ist ja noch länger finanziell. Aha, okay. Nein, vorher würde ich mit OnlyFans anfangen. Okay, Themawechsel. Auf jeden Fall, ich habe mir jetzt von Stranger Things mal das Mobile Game installiert. Ich habe einfach gefunden, ich werde das Spiel nicht installieren oder spielen, bevor ich nicht die Serie fertig geschaut habe. Und es gibt ein Mobile Game, also Netflix ist ja sowieso dran, ihre, wie heisst es, Dual Screen irgendetwas auszubauen. Also die Idee ist, also ich meine, jeder kennt das von sich aus. Also niemand schaut einfach Fernsehen und schaut einfach im Bildschirm und that's it. Sondern man hat immer irgendwie einen zweiten Screen umeinander. Man hat immer irgendwie das Handy in der Hand, ist auf Instagram, auf TikTok unterwegs, mit den Kollegen am Schreiben. Das ist eigentlich recht normal, dass man sich nicht mehr einfach auf den Fernseher konzentriert und was dort läuft, sondern eben, dass man auf einem zweiten Monitor noch nebenbei etwas macht, shoppen, whatever. Und das hat sich jetzt eigentlich Netflix so ein bisschen als Tatsache notiert und hat gefunden, so, ja, aber wenn unsere Viewer schon nebenbei noch etwas anderes machen sind, ja, dann sollen sie das doch aber auch gerade bei uns selber machen und nicht jemand anders. Und auf der Netflix-App gibt es jetzt eben, also weiss ich, wie die Möglichkeit ausbauen, dass du Games zu den Netflix-Serien kannst gamen. Also Stranger Things ist so ein Beispiel oder auch das Damen-Gambit, also der Gambit. Wie heisst es? Der Gambit. Ja, sie wollen es machen. Und sie sind jetzt wirklich auch dran, das haben sie jetzt öffentlich auch bestätigt, dass sie das vorhaben, je länger desto mehr Game, also mehr von ihren Serien als Vorlagen nehmen für Handygames. Genau, wo man dann in der Netflix-App selber auch launchen kann. Queen's Gambit, genau, ist es gewesen. Queen's Gambit. Das ist ein Schach. Genau. Es soll jetzt auch ein Schachspiel dann nächstes Mal geben. Und aber das bauen sie jetzt aus. Ich muss sagen, kannst du Schach spielen, Steffi? Ich habe früher sehr viel Schach gespielt mit meinem Opa, aber wirklich können tue ich es nicht. Auch die ganzen Openings und so, die habe ich halt nie wirklich gross gelernt von dem her. Ja, ich weiss, wie Figuren gehen und so, aber ich habe keine Strategie dahinter, sagen wir es so. Also spielen kann ich, aber ohne Strategie. Okay. So wie immer. Also ist eigentlich so wie immer. Genau. So wie immer. Ich spiele immer ohne Strategie. Ja, hey, aber das sind die Unberechenbaren, gell? Und das sind die Unberechenbaren, die keine Strategie haben. Genau. Darum spiele ich auch immer Rogue. Ja, darum spiele ich immer Rogue. Rogues brauchen keine Strategie. Sehr gut.
Nein, Sehr gut. ja, ich bin sehr gespannt, wie Netflix das weiter ausbaut und was für Games sie da alles wollen, welche Serien sie wollen für Gamification, für Gamen, whatever, also zu Videospielen entwickeln, zu Mobile Games. Ja, und Stranger Things bietet sich noch immer noch so an mit den ganzen Monstern und so natürlich. Damen Gambit, ja, logisch. Mit dem Schachbrett, logisch. Das ist ja an sich schon ein Game. Von dem her bin ich gespannt, dass schon alles kommt. Was haltest du von dieser ganzen Sache mit dem Dual Screen? Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, weil, ganz ehrlich, wenn ich eine geile Serie schaue, dann möchte ich mich voll darauf konzentrieren und dann tue ich manchmal mir selber sogar schalten, wenn ich das Handy vornehme, aus Versehen, um irgendwie drauf zu schauen. Und dann merke ich, weißt du, dann mache ich so Pause und dann überlege ich mir schnell, okay, warte schnell. Ist jetzt die Serie langweilig geworden, damit dass ich das Handy vorgenommen habe? Voll, das kenne ich. Einfach, weißt du, was ich meine? Ja, voll. Wenn eine Serie, also bei mir ist immer ein gutes Merkmal, wenn ich aufstehe und anfange Sachen machen, aufräumen, putzen, in die Küche gehen abwaschen, dann ist die Serie verdammt langweilig. Das ist für mich immer so der Indikator, wenn ich anfange, etwas anderes zu machen. Aber man merkt es halt auch vom Automatismus her, der Griff zum Handy, der ist irgendwie, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie es du hast, aber wenn du so 20 Minuten lang mal nicht auf das Nachteil geschaut hast, ist es für dich schon viel? Oder ist es für dich voll normal? Weil, also, ich habe das Handy immer griffbereit und ich schaue ständig drauf. Es ist wirklich schlimm. Also, ich gebe es zu, dadurch habe ich ein kleines Problem. Aber ich bin dort wirklich... Ich fange darum auch immer an Mails beantworten auf dem Nachteil oder schon etwas nachschauen, wo mir in den Sinn kommt. Oder hier noch schnell eine Nachricht beantworten. Oder dort noch etwas eintragen, wo mir in den Sinn kommt. Und das mache ich halt eben auch... Das habe ich auch bei Stranger Things gemacht. Tatsächlich, muss ich zugeben, auch bei Stranger Things, also auch wenn ich Stranger Things geschaut habe, habe ich ab und zu auf das Handy geschaut und habe fast Sachen machen. Aber ich musste jedes Mal zurückspulen, wo ich das Gefühl hatte, so, damn, Mann, jetzt wollte ich nicht verpassen, was die jetzt gesagt haben. Oder? Und das ist dann wieder etwas anderes. Bei anderen Serien würde ich einfach weiterlaufen. Und dort habe ich, also bei Stranger Things habe ich wirklich zurückgespult, weil ich nichts verpassen wollte. Und dann habe ich mich dann auch genervt, dass ich das Handy wieder in der Hand habe und das dann wirklich weggelegt. Dave, also ich kann ganz ehrlich noch schnell sagen, dass mit dem Griff zum Handy, ja, das ist ein Problem auf jeden Fall auch, wo ich sicher auch habe. Also erstens ist es ein Konversationskiller, zweitens ist es ein Beziehungskiller und drittens ist es mega etwas, wo kann ja, dein Gegenüber oder die Leute, die du mit ihnen zusammen bist, aufregen. Ja, aber wenn du jetzt alleine daheim bist und im Fernsehen schauen bist, es geht jetzt nur um diese Situation. Ja, nein. Ich sage nur auf einmal merkst du es dann selber. Wenn du selber zu viel machst, merkst du dann selber, warum das die Leute darauf ansprechen. Oder warum die Leute gesagt haben, hey, kannst du jetzt nicht mal das Handy, oder was ist jetzt so wichtig, oder? Und du fängst einfach selber merken, shit, ich nehme es wirklich aber vor und es läuft gar nicht. Weißt du, es ist mir so langweilig, dass ich jedes Mal auf das Handy muss schauen, ob jetzt etwas gegangen ist. Und dann muss ich mir dann eingestehen, nein, ich bin einfach zu faul, irgendetwas anderes zu machen, um mich zu beschäftigen, was sinnvoller wäre. Weißt du, was ich meine? Also, es ist so ein kleines Devil's Ring of Fire, so ein bisschen, da kommst du immer wieder den Teufelskreis rein. Ja, genau. Aber alles gut, also ich verstehe dich. Ich hatte das so ein paar Mal gehabt. Für mich ist dann immer die Thematik, wenn ich das Handy vornehme, dann ist entweder die Serie langweilig geworden oder ich habe einen kurzen Aussetzer gehabt und bin nicht mehr mitgekommen. Oder? Was ich auch viel machen muss, ist einfach schnell zurückspulen, 10, 20 Sekunden, wo ich so muss, was ist jetzt passiert? So. Ja, manchmal geht es auch schnell. Ja, und dann geht es auch schnell. Oder wenn sie in Stranger Things reden sie ja etwa mal Russisch. Und das ist natürlich nicht übersetzt, gell? Das ist ja auch Russisch. Also ich weiß nicht, schaust du auf Original oder auf oder synchronisiert? Original. Und wenn sie natürlich Russisch reden, ja super, dann musst du natürlich schauen, damit die Übersetzung kannst lesen. Und manchmal wird es übersetzt und manchmal nicht. Wenn sie es dann ihre Story selber direkt übersetzen, ist es natürlich dann nicht untertitelt, aber schon halt schon.
Item. Okay. Ja, auf jeden Fall, hey, Leute, diskutiert doch mit, ob ihr Stranger Things gesehen habt. Ich habe auf Discord, in Diskussions-Channel, euch eine Frage gestellt. Schreibt doch, ob es euch gefallen hat oder ja, ob es euch nicht so gefallen hat. Das würde uns mega interessieren. Schreibt auf jeden Fall rein, was ihr von Stranger Things haltet, generell vor vierten Staffel. Yes. Unser Discord findet ihr wirklich überall oder in unseren Shownotes, vor allem auch für die den Podcast hören. Genau. Diskutieren ein bisschen darüber. Ich fände es mega spannend. Aber auch für die nicht... Genau. Genau. Für die es noch nicht gesehen haben, bitte nicht Spoiler oder benutzen die Spoiler-Funktion. Das gibt es ja, glaube ich, auf Discord. Ja. Aber ja, dann würde ich sagen, wir machen mal weiter. Und zwar, ich habe, ich bin per Zufall drauf gestolpert, sagen wir es so, über ein Game. Das nennt sich The Chant oder The Chant, je nachdem, wie man es ausspricht, muss ich ehrlich sagen. Kommt auch auf Dialekt drauf an. The Chant. Ja, es ist ja, The Chant ist ja eben das, wie der rituelle Gesang. Und von dem kommt tatsächlich auch der Titel für das Game, von einem Ritual, also von einem spirituellen Ritual. Und man spielt die Hauptfigur Chess, wenn ich es recht im Kopf habe. Genau, Chess. Und es geht effektiv darum, dass durch irgendein spirituelles Ritual in der Vergangenheit irgendein Tor für eine andere, also zu einer anderen Dimension ist geöffnet worden. Und jetzt muss man natürlich dem Ganzen auf die Spur und das lösen und gegen Monster kämpfen und so weiter. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Nico, aber als ich den Trailer gesehen habe, habe ich wirklich richtige Life is Strange mischt sich mit Stranger Things Vibes gehabt. Ja, voll, so mit dem Kult und so. Ja. Es sieht, und auch mit den Monstern und die Dimensionen und vom Stil her. Es erinnert mich wirklich an Life is Strange trifft auf Stranger Things. Hat beide Strange im Namen, von dem her würde es noch passen. In der Grafik von Sims 4. Nein, hure nicht. Das ist die Life is Strange Grafik. Dude. Ja, sorry, Entschuldigung. Aber eben auch so mit diesen Monstern und so, weißt, also es könnte wirklich sein, Life is Strange und Stranger Things haben zusammen ein Kind und das nennt sich der Chant oder der Chant. Und es ist halt wirklich, also ich muss sagen, es hat mich voll das erinnert. Es ist ein Horror-Game, natürlich. Aber ja, natürlich das euch nicht vorenthalten. Und es könnte noch eine Überraschung sein, sage ich jetzt einmal. Es könnte aber auch richtig scheiße sein, aber das ist ja bei allen Games so. Und es kommt im Herbst, also eigentlich passend auf Halloween, denke ich einmal. Und ja, mal schauen, ob das wirklich so Stranger Things-stylig ist. Mir erinnert so ein bisschen vom Gameplay, könnte so ein bisschen sein wie das Game, wo man so in eine alte Pyramide reingeht. Und nachher wird man dort die ganze Zeit von Viechern angegriffen. Nein! Ja, wenn gehst du schon in eine alte Pyramide. Tomb Raider. Das ist für Games, das es gibt. Indiana Jones. Nein! Da gehst du in eine alte Pyramide und wirst von Viechern angegriffen. Dude. Das ist mega neu im Fall. Aber The Quarry. Das heisst. Das kann sein, ja. Ja, nein, das ist da gehst du nicht in eine Pyramide. Das weiß ich nicht, als ich da geschaut habe. Aber es ist neu und es ist Horror. Quarry, Chant, egal. Potato, same. Auf jeden Fall freut mich auf das Spiel, es sieht sicher sehr. Steffi, ich würde es feiern, wenn du das spielen würdest. Einfach nur, weil ich deine Jumpscare möchte sehen im Stream. Überlegen wir es mal. Bis im Oktober habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Also bis im Herbst. Ob es September, Oktober oder November wird, wissen wir ja nicht genau. Aber ja. So im ganzen Zusammenhang mit Stranger Things und so habe ich euch den Chant nicht vorenthalten. Aber du hast uns auch noch etwas Schönes mitgebracht. 2 Sachen sogar, habe ich gesehen. Genau. Also ich dachte, ich mache einfach schnell so ein bisschen Durchlauf durch die Spiele. Ich habe mir ein bisschen durchgeschaut, was so für neue Spiele rum sind. Und ich habe zum einen ein Game, das heisst Neon Blight. Das ist ein Spiel und das hat einen sehr ähnlichen Charakter, den man schon kennt. Das ist ein Top-Down-Shooter im Pixel-Look. Ist ein bisschen angespielt auf Cyberpunk, hat mega viel
Elemente drin, wo man so ein bisschen kennt aus diesen Top-Down-Shooter, ist, ist jetzt nicht vom, wie soll ich sagen, vom Konzept her etwas Neues, aber es ist mega herzig gemacht und es hat gleich sehr, sehr coole, sehr, sehr coole Twist drin, wo man spielt eben halt wirklich die Lady, also es sieht auch ein bisschen aus wie die Lady von Cyberpunk, die man kennt hat, aus dieser Werkstatt. Die immer im Trailer ja, war, mit genau, dem die immer im Sidecut. Trailer war. Genau, mit dem Sidecut. Und man hat wirklich so eine Hauptfigur mit einem, mit einem blauen Sidecut. Und man findet extrem viel Wasser. Ich glaube, irgendwie über 300 Waffen, verschiedene. Und man findet sehr viele spezielle Waffen, man findet sehr viele spezielle Items. Es hat so ein bisschen, die Vibes von einem Dungeon Crawler teilweise, aber gleich auch von einem normalen Top-Down-Shooter sieht. Von mir gesehen mega cool aus zum Spielen. Ist aufgrund von einem Kickstarter-Projekt lanciert worden. Ich glaube, eine ganz grosse Story auch hinten dran, die zuerst geschrieben ist worden. Und ja, für mich einfach ein fun und good to have Shooter. Sieht nicht bahnbrechend aus, aber es ist halt trotzdem ein Pixel-Game, wie man es noch von der SNES SNES kennt. Ja. Genau, aber ich bin die ganze Zeit am überlegen, mit was ich es vergleichen. Ja, Super Meat Boy heisst es, glaube ich, oder? Nein, Super Meat Boy ist doch ein Jump'n'Run. Ein Side-Scroller Jump'n'Run. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein Dungeon Crawler. Super Meat Boy. Auf jeden Fall. Es gibt noch was anderes. Und da kommt mir auch der Name gerade nicht in den Sinn. Mit dem Dude, der die ganze Zeit am Rennen ist, der auch in Dungeon rumsäckelt. Wie heisst das? Das Game, das der Eve so gerne spielt. Duke Nukem. Nein. Ist ja gleich. Auf jeden Fall ein Game. Auf jeden Fall ein Game, das auf jeden Fall sicher vielen Leuten wird Spass machen. Man hat nicht viele Spielstunden, die man investieren muss. Und es kommt schon nächste Woche raus, Montag, also genau in der Woche. Okay. Am 11. Juli ist Neon Blight da, nur zu empfehlen. Spielt es durch. Lasst mich vor allem wissen, wie es ist. Ich habe keine Zeit zu spielen. Wenn ihr Zeit habt, sagt mir bitte, wie es ist. Vielleicht spiele ich es dann gleich noch. Und nachher kommen wir noch gerade zum nächsten. Spiel es einfach. Nein. Dann kommen wir zur nächsten Empfehlung, die ich gerne würde spielen, aber auch einfach nur, für das ich es näher wieder zutue und mich frage, was mache ich hier? Für so etwas solltest du Geld ausgeben. Sicher. Also, ja. Also das nächste Game ist ein sehr spezielles Game. Es heisst Hell Pie. Und man spielt, es ist auch ein Jump'n'Run Adventure Game. Man spielt einen Teufel, der sich ein Engel ans Horn gebunden hat. Und der kleine Engel heisst Nugget und ist die ganze Zeit nackt. Und es gibt auch vom Trailer gibt's eine Safe for Work und eine Not Safe for Work Version. Wir haben natürlich Safe for Work geschaut, natürlich. Genau, da sieht man auch mega viel. Pixelig ist das, wie eine Sau, genau. Gesagt, ja. Und ja, es ist auf jeden Fall, also ich habe vorher ein bisschen Gameplay von der Demo geschaut und hey, ich kann mir vorstellen, dass das mega viele Leute extrem lustig finden. Weil es ist wirklich so nieder, der Humor ist so ungedürre und es wird so, also einfach alles, was ihr euch könnt vorstellen, wo grusig und ja genau, wo grusig und schockierend ist. Hell Pie ist so ein bisschen das. Also vorher, als ich die Demo habe geschaut, die Ideen sind mega lustig, aber es geht dann wirklich so ein bisschen in eine Richtung, ja, wo der Fäkalhumor mir auch ein bisschen zu viel wird. Oh, wow. Ich meine, ich habe gern. Ja, ich meine, ich habe ein bisschen Pipi-Kaka-Humor. Ja, nein, aber eigentlich gar nicht. Ich habe eigentlich mehr. Ja. Ich habe halt gern so der intelligente Humor mit so ein paar guten Sprüchen. Und, er darf sogar ein bisschen schwarz sein. Ja, weißt, unbedingt. So braun. Ja, ich weiss, der Mensch, definitiv, ja. Definitiv.
Also ein Hellpie für jeden, der es sich möchte gönnen. Auf jeden Fall probieren es. Auf jeden Fall. Schreibt uns bitte ins Discord, ob ihr es gespielt habt. Ich würde wirklich gerne wissen, wie es ist. Weil ich selber werde mir es auch nicht kaufen. Aber es kommt am 21. Juli raus. Genau, so etwa 3 Wochen. In 3 Wochen, genau. Und ab dann ist es spielbar. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das etwas wird, wo sich dann der ein oder andere Twitch-Streamer überlegt, ob er es wirklich streamen will, weil der Humor oder auch einfach der Inhalt von diesem Game, ja. Ich weiß nicht, ob das etwas zum Streamen ist, so wegen also nicht wegen Copyright, sondern wegen Problem, sag ich jetzt. Genau. Aber not safe for work und so. Genau. Oh, genau. Yeah. Sag mal noch eins, genau. Genau. Auf jeden Fall. Was auf jeden Fall nicht vollkommen scheiße ist das iPhone 14. Und warum? Ja, beziehungsweise das Konzept, das anscheinend für das iPhone 14 ist vorgestellt wurde. Und zwar, also es gibt ein Konzept im Umlauf für das iPhone 14, wo tatsächlich eigentlich ein Gaming-Handheld mit 3 Displays so werden. Und ja, also alle, die jetzt ein bisschen gamen, und ich glaube, das sind alle, die uns hier zulassen, werden zuerst mal so denken, Apple und Gaming, what the fuck. Wo niemand, der einen Mac daheim hat, oder sagen wir so, niemand, der PC-Games spielt, also spielt auf einem Mac. Und von dem her, ja, aber wir wissen alle, Mobile Gaming, ob wir wollen oder nicht, ist ein grosses Thema. Es kommt irgendwie mehr, vor allem auch bei uns. In Asien ist es schon der grösste Markt. Es wird bei uns auch irgendwie grösser. Es ist schon gigantisch. Und das iPhone 14 soll jetzt eben die Gamer noch ein bisschen mehr abholen. Und kannst du dir vorstellen, es ist ein aufklappbares Handy, also der Breitweg aufklappbar, und es hat 3 Monitore. Also es hat vorne den normalen grossen Monitor, halt wie jedes Smartphone auch. Es hat hinten, neben der Kamera, nochmal einen kleinen Monitor. Frag mich nicht, für was das gut sein sollte. Und ganz ehrlich, ich sehe da sehr viel Kaputtpotenzial, also von dem her. Und wenn du dann das Handy um 90 Grad kehrst, also den Querweg nimmst, und aufklappst, wie ein Notebook eigentlich, ja, dann hast du dann ein aufgeklapptes Handheld. Also oben hast du, wie eben bei einem Notebook auch, hast das Display, und unten hast du so ganz, ganz hauchfeine, so wie Buttons und Touchpads, wo du dann kannst damit das Game bedienen und steuern. Also ich meine, es sieht sehr nice aus, das muss man wirklich sagen. Und der Monitor sollte auch, also das Display sollte auch 120 Hertz haben. Und also vom Konzept her, so wie es daherkommt, super schmal, super fein, wirklich mega hübsch. Und ja, wenn es dann dementsprechend auch noch geile Games drauf hat und das Handy nicht warm wird, kann ich mir vorstellen, dass es ein richtiger Kassenschlager wird. Safe. Also, sehe ich jetzt auch noch, vor allem, ganz ehrlich, wenn das iPhone so etwas herbringt, dann schauen alle Android-Handys schön blöd. Also die Entwickler wie auch die Besitzer, ja. Und ich glaube, es gibt der Gamer-Szene nochmal einen riesen Aufschwung, weil dann werden auch alle oder Mac-Fans, oder wie man denen sagt, Mac-Heads, Apple-Heads. Apple-Heads werden jetzt auf einmal auch sich zu den Gamern zählen mit ihrem Phone. Und gut, also auf dem iPhone kann man ja eigentlich gut gamen. Ne? Also so ist es ja nicht. Also auf dem iPhone selber ist es kein Problem, aber auf dem Mac halt nicht. Aber das wird auch bleiben. Also so ist es ja nicht. Ich denke nicht, dass jetzt der Mac plötzlich auch zu einer Gamer-Kiste wird, umgebaut werden, oder dass sie den Fokus auf mehr vermehrt auf Gaming legen. Das wird nach wie vor eher ein Computer für Kreative bleiben, wenn du mich fragst. Aber das mit dem iPhone ist schon sexy. Also vor allem mit dem aufklappbaren Handy. Und ich muss sagen, der Monitor auf der Rückseite, ich finde ihn ein bisschen vernünftig. Also den finde ich ein bisschen feurig, muss ich zugeben. Du musst dir vorstellen, es ist wirklich auf der Rückseite, über die ganze Breite, wenn ihr zwei Kameras habt,
übereinander. Und dann einfach auf die ganze Breite ist dort einfach noch ein Monitor. Also er ist relativ klein, vielleicht 2 cm hoch. Und, für was ist der genau? Keine Ahnung, für was es der braucht. Aber ich bin zum Beispiel jemand, gerade in einem Restaurant, so, oder bei meinem Arbeitsplatz, ich lege mein Handy ganz, ganz oft verkehrt her, eben weil ich nicht will, dass ich sehe, ob mir jemand schreibt oder ob ich Benachrichtigungen bekomme. Aber ich will es halt in Griffnähe haben. Wenn ich es nicht wenn ich esse oder so, dann tue ich es meistens auf die Seite in die Taschen oder so. Aber wenn ich es halt gleich in Griffnähe haben, aber nicht die ganze Zeit abgelenkt werden, dann drehe ich es um. Und wenn es auf der Rückseite ohne Monitor ist, dann kommst du dann auch die ganze Zeit so doofe Benachrichtigungen über. Und das ist für nichts. Das würde ich sagen, nein, das überzeugt mich gar nicht. Aber dass es aufklappbar ist und mit dem kannst du gamen, das ist natürlich cool. Du hast einen integrierten Controller drin. Das ist cool. Das finde ich wirklich auch nice. Das finde ich sehr, sehr nice. Also ich bin gespannt, wie das rauskommt. Lassen wir uns da überraschen. Tönt auf jeden Fall sehr interessant. Let's see. Und geht weiter zu den nächsten News, würde ich sagen. Das erste Crit-Thema vom heutigen Tag. Also, ich fange mal so an. Es war ja vor kurzem Nintendo Direct mal wieder einmal. Hat einige schöne Trailer gezeigt, pipapo, auf die gehen wir gar nicht weiter ein, ausser eins, das kommt dann im Anschluss. Aber, mein erstes Crit-Thema vom heutigen Tag. Man hat schon wieder nichts gehört bezüglich Breath of the Wild 2, also im Sequel zu Breath of the Wild. Es hat schon wieder keine Infos gegeben. Hey, wir warten jetzt schon so lange auf Infos. Wir wissen, dass es auf nächstes Jahr ist verschoben wurde, ja. Das wissen wir. Aber hey, in den letzten 4 oder gefühlt, also wirklich in den letzten gefühlt 4 oder 5 Directs hat es keine Infos mehr gegeben zu Breath of the Wild 2. Und was meinst du, woran könnte es liegen? Ich habe keine Ahnung. Also einfach, dass sie noch nicht so weit sind, um etwas zu zeigen. Aber für das, dass sie ja wirklich extrem lang darauf beharrt haben, dass es noch dieses Jahr rauskommt. Und eigentlich wirklich so last minute gefunden haben, so, ja, wir müssen zurückkrebsen, wir können es doch nicht mehr dieses Jahr rausbringen. Also, I don't know. Ich finde es verdammt schade. Also, du kennst mich, ich bin der Meinung, hey, wenn ihr noch Zeit braucht, nehmt euch die Zeit. Aber ein bisschen informieren könnten sie uns Fans ja schon. Oder? Ja, also, ein bisschen transparent sein, wie es denn da läuft, wie der Fortschritt ist. Wo wir warten wirklich schon extrem lange auf diesen Teil. Also Breath of the Wild ist ja rausgekommen mit dem Launch für Switch und das war ja 2017, also vor über 5 Jahren mittlerweile schon. Das war dann, glaube ich, im März oder April, wenn ich es recht im Kopf habe. Und das ist wirklich sehr lang. Und angekündigt worden ist es ja irgendwie schon vor 2 Jahren oder so. Also, es ist ein bisschen frustrierend und das finde ich enorm schade und ich würde mir da wünschen, dass Nintendo ein bisschen mehr kommuniziert. Aber ja, es ist halt Nintendo. Ich glaube, die wollen wirklich auf Nummer sicher gehen, bevor sie wirklich etwas kommunizieren. Andererseits kann ich mir auch gut vorstellen, es ist nämlich wieder einmal das Gerücht dass anscheinend Nintendo neue Konsolen rausbringt. Und ja, wenn das natürlich jetzt das mal wirklich stimmt, und ich meine, vom Rhythmus her würde es etwa langsam nachher sein. Aber wie schon vorher gesagt, die Switch ist 2017 rausgekommen und Switch Dings OLED, die ist ja auch jetzt schon vor einem Jahr fast rausgekommen. Letztes Jahr im Oktober ist ja die erschienen, also das Nachfolgemodell. Gut, viel geändert haben sie nicht, abgesehen vom Bildschirm oder ein bisschen eine bessere Akkulaufzeit. Aber es wäre schon langsam mal nachher für eine neue Konsole und ich könnte mir gut vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum sie es vielleicht auch verschieben. Aber sie weiß halt nicht sagen. Aber wäre ja auch nicht sinnvoll, wenn sie es, also ich meine, sie müssen einen Grund haben, dass sie es nicht sagen, oder? Also es hat jetzt auch marketingtechnisch oder was auch immer einfach keinen Sinn, wenn sie es jetzt schon verraten. Logisch ich kann mir halt vorstellen, dass es sich auf unbestimmte Zeit noch verschiebt, weil sie halt, wir haben viel über das geredet, die bestmögliche Version vom Game rausbringen.
Man weiß es nicht, aber ich verstehe sehr gut, dass man sich aufregt, weil... Ich reg mich nicht mal auf. Es ist einfach so ein kleines Frust, weil man... wie lange ist was her? Wie lange ist das letzte Game her? Also Breath of the Wild? Ja. Ja, eben. März oder April 2017. Oh, ja, okay. Ja. Aber es ist über 5 Jahre. Ja. Ich sehe schon wie. Ja, also ich hoffe für alle Breath of the Wild Fans, alle Zelda Fans, dass es bald kommuniziert wird. Der hat es wirklich verdient. Aber denkt immer dran, es gibt auch immer noch GTA 6. So. Stimmt. Gut, aber dort muss man natürlich sagen, GTA 5 wird natürlich dauernd updated. Es gibt ständig neue Sachen, es ist online, es gibt RPG-Modus und so weiter. Das hat Breath of the Wild natürlich alles nicht. Oder? Also, es hat eigentlich mal ein DLC gegeben, aber wirklich, also es ist kein Live-Service-Game überhaupt nicht. Oder ein Online-Multiplayer. Also, das macht ja schon einen grossen Unterschied. Ja, auf jeden Fall, ich würde mich sehr freuen, wenn es wenigstens bei der nächsten Direct vielleicht mal irgendwie ein bisschen Infos gibt zum Sequel von Breath of the Wild. Ja, zumindest mal, wie es heisst oder so. Mal ein Name, das wäre mal schön. Und man weiß ja immer noch nicht, wie es heisst. Ja. True. Oh Mann, Steffi, ich wünsche dir, dass das gleich kommt. Ja, meine Nerven. Sie sind langsam stählern, ich sag dir's. Regt mich doch gar nicht auf. Nein. Ja, aber ich habe es vorher ja schon angeteasert, Nintendo Direct hat stattgefunden und wir gehen gar nicht wahnsinnig gross darauf ein, außer auf ein Game, wo wir noch darauf eingehen wollen, wo vorgestellt worden ist. Also, den Teaser haben wir schon kennt. Was wir noch nicht kennt haben, ist das Gameplay. Das ist jetzt aber vorhanden, sage ich jetzt einmal, beziehungsweise im Nintendo Direct haben sie eben der Dings zeigt zum ersten Mal den Gameplay-Trailer. Mhm. Und ja, es ist bewusst unserem Crit-Thema. Willst du erzählen, um was es geht, Nico? Ja, auf jeden Fall. Also, es ist so. Wo wir es ja dann haben angekündigt, Steffi, du musst dich erinnern, haben wir einen Trailer gesehen mit einer Piratendame, glaube ich. Das war ein Teaser gewesen. Ein Teaser, genau, mit einer Piratendame, mit einem speziellen Stil. Ein spezieller Grafikstil, sagen wir es mal so. Aber wir haben gefunden, okay, es sieht eigentlich interessant aus, könnte mega cool werden. Jetzt ist es aber so, dass der Grafikstil eigentlich für alle Leute das Game mega, also für die Community vor allem. Willst du noch sagen, um welches Game das ist? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Sorry. Ja, ich denke, du hast es gesagt. Es geht natürlich um Return to Monkey Island. Eines von den, wie soll ich sagen, einschneidendsten Games ever. Also auch eines von den ursprünglich Lieblingsgames von sehr vielen Leuten, die ich kenne, von der älteren Generation. Und jetzt hat man ein Remake gemacht. Und ja, es ist ja kein Remake, es ist ja ein dritter Teil, es ist eine Fortsetzung. Man hat nicht, ja, es ist nicht ein Remake, es ist eine Fortsetzung, aber es ist halt gleich, wie soll ich sagen, es beruht halt schon auf der Story Monkey Island. Es geht halt weiter, die Story wird weiterverzählt, aber man hat sich gegen den Pixel-Look entschieden. Und das Problem ist jetzt, dass der Entscheid im Moment gerade alles für die Community ein bisschen kaputt macht, weil der neue Grafikstil ist sehr speziell. Man hat, also entweder man fühlt es oder man fühlt es nicht, habe ich das Gefühl, ist es bei diesem Grafikstil. Und es sieht im Moment so aus, als würde es die Mehrheit von der Community nicht fühlen. Weil man muss auch sehen, dass das sind alles eingefleischte Monkey Island Fans, die haben den Pixel-Stil gehabt, die haben sich an das gewöhnt gehabt, die haben gefunden, jetzt müsst ihr uns schon mit etwas überzeugen, jetzt muss es schon speziell werden. Und ich verstehe es ein bisschen weit. Ich habe mir den Trailer angeschaut, geht euch bitte den Trailer auch noch reinziehen, ist auf YouTube vorhanden, dann könnt ihr es selber beurteilen, ob es für euch stimmt mit dem Grafikstil. Weil er hat, auf einer Seite hat er etwas, weil er so selber gezeichnet ist und er sieht irgendwie mega so arty aus, so, ja, etwas ganz Neues. Karikaturmässig, also es ist sehr Genau, ja. Karikaturistisch, wie sagen wir? Karikaturistisch, ne, wie sagen wir? Keine Ahnung. Ja, die Figur sieht aus wie eine Karikatur.
Ja, Es hat so Comic-Style, es hat ein bisschen aus, als wäre es so Papierpüppli. Sie bewegen sich ein bisschen gestabig irgendwie durch das auch. Es ist ein sehr spezieller Grafikstil. Ihr wisst, ich habe zwar gerne spezielle Grafikstil, aber der ist mir ein bisschen zu abgefahren. Also, ich finde den jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig. Ich verstehe es, dass sie keinen Pixel-Look machen. Weil, Pixel-Styles-Games, das sind die absichtlich auf Retro machen. Aber die wollen ja nach 17 Jahren jetzt wieder eine Fortsetzung machen. Und ich finde es voll okay, dass sie da vom Pixel-Stil abweichen. Aber sie haben den Grafikstil halt schon recht verhunzt. Das muss man schon sagen. Also schön ist es nicht. Und, okay, du würdest jetzt so hart ins Gericht gehen mit diesen Menschen. Du würdest jetzt sagen, verhunzt. Ja. Okay. Ich finde es nicht schön. Muss ich wirklich sagen, ich finde es recht hässlich. Um ehrlich zu sein. Ja, nein, also auf Butter bei den Fischen, hätte ich gesagt. Ich finde es wirklich nicht schön. Also ich finde den Grafikstil wirklich nicht schön. Ich würde es schon allein wegen dem Grafikstil nicht spielen. Okay. Also das wäre für mich ein No-Go. Okay, weil der Ron Gilbert hat seine Leute mega in Schutz genommen, hat auch so Zeug geschrieben wie I'm shutting down comments, people are just being mean, and I'm having to delete personal attack comments. It's an amazing game, and everyone on the team is very proud of it. Play it or don't play it, but don't ruin it for everyone else. Ja gut, aber ich glaube... Schon bis dort, oder? Tönt er einfach wie ein Kindergärtner? Nein, so. Also nein. Du musst natürlich sehen, das liegt nicht daran, dass die Leute einfach geschrieben haben, so, hey, der Grafikstil gefällt mir nicht, finde es nicht schön. Nein, das sind aber wie er geschrieben hat, das sind persönliche Attacken gewesen. Und du kennst Gamer, du kennst das toxische Internet, du weißt, wie es war bei ganz, ganz vielen anderen Games. Hey, da hat zum Teil schon, allein schon nur Synchronisationssprecherinnen, hey, Todesdrohungen bekommen, also Morddrohungen bekommen von enttäuschten Einzelspielern, die nicht so fan waren, wie sich der Charakter entwickelt hat. Oder die eine Entscheidung, die jetzt der Charakter in diesem einen Game getroffen hat. Und sie haben Morddrohungen an Synchronisationssprecher geschickt, die jetzt, am allerwenigsten dafür können, wie das Game programmiert worden ist oder der Storyablauf ist. Nein, also die Kommentare unter diesem Video werden nicht einfach nicht in seinem Geschmack sein, sondern die werden sehr aggressiv, sehr toxisch sein und wirklich sogar wahrscheinlich gegen das persönliche Wohl der einzelnen Entwickler. Und da finde ich es absolut nachvollziehbar, dass du die Kommentarsektion schliessest. Aber ich finde, wenn natürlich Community... Wenn der grösste Teil der Community findet so, hey Leute, sorry, aber der Grafikstil ist nicht schön, dann müssen sie das akzeptieren. Ich meine, ich bin auch der Meinung, so, hey, entweder du willst das Game spielen oder nicht, spiel es oder lass es sein. Aber hate nicht tritt kein Shitstorm los. Aber, bin ich deiner Meinung. Ich glaube aber auch, dass es jetzt, ich meine, egal ob jetzt die gesagt haben, hey, oder ob die jetzt die persönlichen Angriffe, das verstehe ich. Aber ich glaube, selbst wenn sie das jetzt nicht hätten gemacht und einfach hätten gesagt, hey, ich mag das Game nicht spielen, weil es gesagt, für mich spricht der Grafikstil nicht an. Ich glaube, der Ron Gilbert hat auch dann seine Leute in Schutz genommen und gesagt, hey, wir haben das Game so programmiert, wir finden es alle super, weil das sagt er ja in einem vorderen Post sagt er das ja auch noch, dass er sagt, hey, wir haben das Spiel so machen. Und ich hatte ja, glaube ich, vorher, wo wir darüber geredet haben, auch noch schnell einen Part gezeigt, wo er auch noch sagt, hey, wir haben das Game nicht so gemacht für euch, wir haben es so gemacht für mich oder etwas in dieser Art. Und ich finde halt auch die Aussage mega schwierig. Ja, das ist eher ein bisschen schwierig. Sehr egoistisch. Genau. Und im Endeffekt finde ich, wie du auch, der Grafikstil spricht mir persönlich nicht an, vor allem weil gewisse Bereiche oder gewisse Sachen sich ein bisschen kaputt machen. Es sieht ein bisschen dreckig aus, ein bisschen billig. So ein bisschen lieblos, aber es ist nicht so smooth. Man hat so gesehen bei den Bewegungen, zum Beispiel in den Kämpfen oder so, es wird alles so abgehackt und so holprig und nicht smooth, so wie du eigentlich gerne gamest. Heutzutage so smooth wie möglich gamen und das ist alles andere als smooth.
Also ich habe jetzt gerade den Bereich übrigens gefunden, also der Dings gefunden, wo ich habe gemeint, jetzt habe ich noch schnell einmal nachschauen, das unbedingt noch schnell zitieren. Er sagt hier, Return to Monkey Island mag nicht den Stil haben, den ihr euch gewünscht oder den ihr erwartet habt. Hey, schon nur der Satz. So. So, ja, das entspricht der Tatsache, also von dem her, ja. Aber es ist der Stil, den ich wollte. Ja, aber das ist einfach ein Ego-Pratzen, den sie gering durchsetzen musste. Also das stellst du ja direkt selber ins Abseits. Ich frage mich einfach manchmal, oder ins Kreuzfeuer. Oder ins Kreuzfeuer. Ja, ich finde einfach, ganz ehrlich, ich meine, machst du dich erinnern an Sonic-Film? Sonic ist ja verfilmt worden. Und die erste Version von Sonic hat ja dermaßen schlimm ausgesehen. Also die Fans sind ja richtig auf Barrikaden. Also sie haben einstimmig gefunden, Leute, das könnt ihr nicht machen. Der Sonic sieht Horror aus. Und sie haben ihn ja dann wirklich komplett müssen überarbeiten. Stimmt, ja. Sie haben ihn halt realistischer wollen machen. Und das ist wirklich eine Figur aus unseren Albträumen gewesen, sagen wir es so. Also, er könnte Gastrolle bei Stranger Things spielen, die erste Version von Sonic-Verfilmung. Aber oder ich bin einfach, ja, ich meine, klar, wie willst du ein Game, das du praktisch schon zu Ende programmiert hast, jetzt vom Grafikstil nochmal komplett abändern? Das wäre eine richtige Pain. Also wir müssen fast das Ganze nochmal neu machen. Das werden sie nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass halt wirklich sehr viel enttäuscht waren. Wo im Teaser, wo wir gesehen haben, damals, wann war das? Vor ein paar Monaten, irgendwann, weiss ich es gar nicht mehr. Man hat nicht viel gesehen, aber der Grafikstil hat viel herzlicher ausgesehen, viel smoother, viel abgerundeter, viel mehr Comic-Style. Und das jetzt ist halt Karikatur, gell? Also darum, es ist nicht so, es ist nicht meins. Okay, aber dann sind wir uns auch einig, dass wir beide nicht fühlen und dann können wir beide auch auf jeden Fall die Community verstehen, würde ich sagen. Ja, ich kann es absolut verstehen, ja. Und ich finde es schade, dass er so bockig tut und jetzt so. Also, ja, ich kann es nicht wieder auf seine Seite verstehen, dass er sagt, schaut, wir sind stolz auf das Game und wir feiern es. Und hey, spielt es doch zuerst mal, bevor das bewertet. Und das Gameplay ist mega cool und so. Ja, aber wie sagt man so schön, das Auge isst mit. Du spielst kein Game, das dir wehtut in den Augen. Wirklich nicht. Genau, und vor allem auch, wenn es ein Storytelling-Game ist. Oder ein Click-and-Point. Was ist es? Point-and-Click. Eigentlich ein Point-and... Ich weiss es nicht einmal. Weißt du, du musst zuerst pointen und dann erst klicken. Nicht umgekehrt. Ja, stimmt, sorry. Ja, sorry, mit dem Genre so keine Erfahrung, das ist dein Ding, also weißt du... ja, das ist so. Ja. Voll okay. Nein, aber lassen wir das Thema mal beiseite. Wir werden sicher im Auge behalten, mal schauen, ob es da eine Entwicklung gibt. Aber ich gehe davon aus, sie werden es einfach so launchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Grafik neu machen. Null. Nein, die werden das so rausbringen und man muss nachher sich damit abfinden, dass es jetzt halt so aussieht. Genau. Also das bin ich mir fast sicher. Ja. Und für mich ist das deshalb jetzt ein Game für die Tonne. Tut mir also wirklich leid. Ja, es ist so. Ja, was wir uns auch abfinden müssen, ist, dass auch viele Publisher und Entwickler abgesagt haben für eine Gamescom. Nur mal ganz kurz dort, alle, die mal wieder an Gamescom haben wollen gehen, die hat jetzt immerhin auch irgendwie 2 Jahre nicht mehr stattgefunden. Wir werden vor Ort sein. Also der Nico leider nicht, aber ich werde vor Ort sein. Oh, don't cry. Nächstes Jahr kannst du auch mitkommen. Ja. Genau, nein, aber eben, also Sony wird nicht der sein. Sony hat abgesagt. Activision Blizzard hat abgesagt. Gut, da bin ich nicht so hure sad, muss ich sagen. Aber ja, es gibt immerhin doch auch Leute, die auf Modern Warfare 2 warten. Also auf COD. Und die kommen nicht. Nintendo kommt nicht. Und das tut hure weh. Also wenn Nintendo nicht an der Messe ist, aua. Da muss ich sagen, finde ich es schön, dass ich wenigstens an der Fantasy Basel war. Aber Gamescom ist auch zu gross. Und dort muss man halt auch sagen, ja, halt Nintendo, das wird halt alles von Japan aus entschieden. Genau. Also, Nintendo Deutschland oder so hat keine
eigene Macht, dort Entscheidungsmacht. Die Entscheidungen, die kommen alle von Japan, alle vom Headquarter. Und Nintendo wird nicht dazu, das tut verdammt weh. 2K ist nicht dabei, Alternate ist nicht dabei, Private Division ist nicht dabei, Rockstar Games kommt auch nicht und Wargaming kommt auch nicht. Ja, THQ Nordic, Koch Media, Ubisoft und Bandai Namco sind dafür dort. Aber ja, so die ganz grossen Namen... Immerhin. Ja, die ganz grossen Namen fehlen. Und ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie leer die Gamescom wird sein, to be honest. Also vielleicht hat es ja jetzt ein bisschen mehr Platz für in dem Fall kleinere, weißt du, für ein bisschen mehr Indie bekommt ein bisschen mehr Platz. Mhm. Für alle die. Also ich finde es vielleicht gar nicht so schlecht, dass die grossen, protzigen AA-Publisher jetzt mal nicht dort sind. Und das könnte ja wirklich gut sein, dass jetzt die Kleinen durch das mehr Platz bekommen. Also ich fände es mega nice. Das stimmt natürlich, da gebe ich dir recht. Also für die Leute, die so oder so gehen, wäre es natürlich sehr cool, wenn Indie-Games mal ein bisschen mehr Rampenlicht würden bekommen. Aber ja, sagen wir es halt so, der Casual Gamer ist halt nicht derjenige, der Indie-Games spielt, sondern der Casual Gamer ist eben der COD spielt. Das ist der GTA spielt und so weiter, oder? Und darum von dem her, für die ist es natürlich wahnsinnig schade. Und die Preise sind ja gleichzeitig auf von der Gamescom, oder? Und das ist halt das, was hure weh tut. Also es sind hure viele Publisher, die nicht kommen. Gleichzeitig sind die Tickets teurer geworden. Also ja, mal schauen, wie voll die Gamescom wird. Ganz ehrlich. Definitiv. Aber ich meine, du wirst ja sicher 2-3 Mal oder auch mehr davon berichten. Ja, natürlich. Ich bin ja vor Ort. News also, genau. Ich werde von dort aus sicher... Vielleicht gar nicht einmal sogar live, je nachdem, wie gut das WLAN ist. Aber wir sind in Deutschland. Ja, WLAN. Mal schauen. Ja, oh. Der WLAN ist hier auf Deutschland raus. Genau. Nein, aber so viel zu der Gamescom. Wir halten euch auf dem Laufenden natürlich. Wir haben aber noch ein Crit-Thema, beziehungsweise sogar Fail der Woche. Dam. Genau. Entschuldigung, ich musste schnell bei mir kickt der Heuer immer wieder rein. So. Hat niemand gemerkt, wenn es nicht angesprochen hat. Mama, ich hat die Nase geschnitzt vom Cam. Ja, aber im Podcast hört man nicht. Stellt euch jetzt echt das lustige Bild vor von mir Nase schnitzen. Also, Crit folgendes. Und zwar, es ist so, dass mir ein guter Kollege von mir, sehr, sehr guter Kollege von mir, hat mir letztens beim Mittag erzählt und er ist selber Formel 1 Fahrer. Natürlich kein richtiger, sondern eben online, quasi E-Sports technisch, tut er Formel 1 Rennen fahren. Und er hat mir vom Formula One, also Formula F1 22 Release erzählt. Und das war, so viel ich weiss, letzte Woche gewesen. Und dort ist einiges schief gegangen. Und zwar haben natürlich mega viele Leute auf das Spiel gewartet. Und es war so gewesen, dass der Early Access auf Steam nicht hat funktioniert. Also, man hat sich zwar die der Early Access auf Steam gekauft haben, die haben natürlich mehr gezahlt für eine spezielle Version vom Game. Und es war so gewesen, dass wenn man sich nicht einloggen wollte, hat sich das Ganze delayed. Und zwar ist erst 8 Stunden später möglich gewesen, das Spiel zu spielen. Was? Also du kaufst extra dir einen früheren Zugang, damit du dann nicht spielen kannst? Genau, ja. Wow. Genau. Und es hat... ja, es ist noch besser geworden. Es ist nachher... Eben, indem man sich 8 Stunden später hat eingeloggt, hat man nachher mit Ingame XP können kompensieren. Also man hat dann Ingame XP bekommen für die Leute, die eigentlich 8 Stunden später erst einloggen können. Die haben dann Ingame XP bekommen, um es zu kompensieren. Ist natürlich wieder EA-Style oder so. Ein bisschen hier nehmt mal XP und so, da seid ihr ja nicht zufrieden. Hat auch nicht viel glücklich gemacht. Es hat viele Crashes gegeben. Es ist mega viel Crash, das Game. Es ist Crossplay angekündigt worden, aber erst mit einem späteren Patch. Und komischerweise gilt für EA Origin und Steam auch schon als Crossplay. Also
Leute, die auf Steam haben gespielt und Leute, die auf Origin haben gespielt, haben nicht können zusammenspielen. Weil das ist ja auch Crossplay, weißt du, Steffi? Ja, Cross-Plattform, ja. Aber Ja, holy, okay. Nachher, einige Lenkräder und Pedalkombis haben nicht funktioniert. Also du weißt ja, das ist das Formel 1 Spiel. Das spielt, die meisten Leute spielen das mit Lenkrädern und Pedal natürlich, also so richtig, oder? Und die waren so nicht patched gewesen. Die haben nicht funktioniert, wenn man zum Beispiel ein Lenkrad und Pedal von einem anderen Hersteller hatte, hat das Spiel angefangen zu ruckeln und ist direkt abgestürzt, gefreezed und abgestürzt, manchmal gestockt. Unspielbar gewesen. Unspielbar gewesen. Das tut schon ein bisschen weh. Nachher haben sie den Story-Modus komplett rausgenommen. Es gibt keinen Story-Modus mehr. What? Dafür hat EA jetzt einen Player-Hub erstellt. Mit Möbel und Kleidung, wo man durch Skins kann anpassen kann. Also jetzt musst du überlegen. Lass mich raten, Das die Skins kannst du kaufen. Ja, genau. In Lootboxen. Genau. Und was noch viel lustiger ist, du siehst den Player Hub nur, wenn du in der Lobby wartest auf das neue Game. Das heisst, du hast dort können, neue Anzüge für dein Sofa kaufen, neue Gardinen, was auch immer, zum dein Zimmer ausstatten. Und hast dann können T-Shirts kaufen für die Rennfahrer, was auch immer, die du ja in-game gar nicht siehst. Also es ist wirklich... Aber die anderen sehen es. Du siehst es auch, aber einfach in dem Zimmer hockst du mit deinem Teammate oder deinen Gegner auf einem Sofa, wenn es dein Zimmer ist, und du hast das Sofa angepasst und das T-Shirt, das du gekauft hast. Also da gibt es zum Beispiel, keine Ahnung, Alpha als Kleidermarke, wo irgendwie hat gesponsert und gesagt hat, okay, du kannst jetzt ein T-Shirt von uns kaufen, das nachher die Dude kann anlegen kann, wenn er auf dem Sofa hockt, wenn das Spiel ladet. Ich meine, what the hell? Ich meine, was soll das? Und du siehst das T-Shirt nicht, wenn du in deinem Karren sitzt, weil du hast die ganze Zeit den ganzen Körperanzug an als Formel 1-Fahrer, oder? Es geht noch weiter. Es hat Supercars Challenges, es gibt Drift- oder Speed Challenges mit Strassenautos. Und für Formel 1-Spieler hat es nichts zu suchen in einem Formel 1-Game. Also mit Strassenautos, Steffi, stell dir vor, ganz normale Autos. Ja, ich weiss, dass Strassenrennen sind und ich weiss, wie Strassenrennen funktionieren. Aber sorry. Und warum? Weil ich meine, es gibt ja. Ja, genau, es gibt Forza und so. Und warum packst du das in ein Formel 1-Game? Also er war wirklich dort am Ranten, er ist nicht mehr klar gekommen. Er ist wirklich nicht mehr klar gekommen. Er hat mir dort schnell gesagt, hey, es war im Fall toll gewesen. Und keine historischen Rennstrecken. Also das haben sie gefordert. Gibt es immer noch nicht. Die KI ist viel zu aggressiv, sie drängt die immer ab und du machst Unfall wegen der KI. Cool. Und, nice Gameplay. Und im VR-Modus, du kannst im VR-Modus, du kannst sogar VR spielen, aber es hat extrem starke FPS-Drops, sodass es fast unspielbar ist. Yeah, so 3 Frames per Second. Genau. Und das wäre es gewesen. Also, so sieht es aus. Nice. Well done, EA. Once again, ein super Release von einem super programmierten Game. Not. Ja. Ja, schade. Also, so kann man es natürlich auch verkacken. Also, sei es eine Grafikstil oder eine Buggy-Seite oder Zeug, das keinen Sinn macht in Game. Oder Versprechungen, die sie nicht einhalten. Ist natürlich traurig. Genau. Ja, gut, aber ja, sind wir ehrlich, heutzutage gibt es wahnsinnig viele AAA-Titel, die noch nicht wirklich fertig schon released werden. Und die werden halt mit Patches geflickt und repariert, das ist okay. Also, es ist natürlich schade, dass du dich wirklich darauf freust und vor allem sogar noch Early Access ein bisschen gekauft hast, dass du früher als alle anderen kannst starten und dann kannst du es doch nicht spielen. Es sind natürlich leere Versprechungen und ja, das sollte in meinen Augen nicht sein. Dass das Game nicht 100% funktioniert, ein bisschen buggy ist oder so, das kann man ja verzeihen. Aber solange es ein paar Tage darauf noch ein Patch gibt. Ein Patch, wo es repariert wird, ja. Aber das wäre der Fail vor Woche und er ist
recht. Er ist recht einschneidend fehlig, ja, los. das sage ich nicht. Ja. Schade. Ja, nun. Dann sind wir eigentlich schon bei unserer nächsten Kategorie. Und ich habe genau etwas zu sagen. Ich bin am Sparen. Ich habe nichts gekauft. Nicht mal im Steam Summer Sale habe ich mir etwas gekauft. Wirklich nada habe ich mir gegönnt. Nichts. Ich bin am Sparen. Hast du gegönnt? Ja, das finde ich aber gut. Manchmal muss man eben auch sparen. Ja. Und bei mir sieht es gleich aus, ich habe mir nichts Neues gekauft. Ich habe noch mega viel gespielt, das haben wir schon besprochen, wo ich noch fertig spielen muss. Was ich mir überlegt habe, ist für Humankind noch DLCs zu kaufen, aber das habe ich dann eigentlich lassen, weil für das Spiel ist es dann gleich zu wenig. Trotzdem würde ich das mal empfehlen, auszuprobieren. Steffi, es ist ja im Xbox Game Pass. Welches Game soll jetzt habe ich jetzt etwas anderes? Humankind. Humankind, ja genau. Ja, stimmt. genau. Ja, was ich auch gesehen Oder habe, bei mir ist so schön. was auch im Xbox Game Pass ist House Flipper, Mann. Ich liebe House Flipper, das ist so gemütlich. Das ist House Flipper? House Flipper, ja, du gehst basically hure runter, also so heruntergekommene, dreckige, halb zerstörte Häuser aufräumen, putzen, reparieren, neu einrichten und du verkaufst schnell wieder und dann gehst du zum nächsten Haus. Ja, das klingt nach dir, ja. Gemütlich. Ja, das ist wirklich mega gemütlich. Ja, Und ja mal wieder spielen. Und ich habe heute gesehen, dass es im Xbox Game Pass ist und habe fast wieder ein bisschen Lust bekommen. Aber mir ist noch etwas in den Sinn gekommen. Und zwar, ich habe ein Gaming-Laptop getestet. Stimmt. Ich darf noch nicht sagen, was es ist, aber es kommt die Woche raus, das Review. Also es ist wirklich ein mega geiles Gaming-Laptop, also Next Gen schon fast. Von dem her, ja, falls euch interessiert, wenn ihr an einem Gaming-Laptop Umstudieren seid, wo ihr aber nicht nur wirklich zum Hardcore-Gamen könnt brauchen, sondern vielleicht auch ins Büro könnt mitnehmen oder in die Uni oder für die Schule oder so. Und noch ein bisschen normal drauf könnt arbeiten und es ist nämlich auch wirklich easy transportabel. Dann schaut euch das Review auf jeden Fall mal an, dann kann es effektiv etwas für euch sein. Und vom Preis-Leistungsverhältnis ist es hure gut, wenn ihr mich fragt. Okay. Ja, schaut unbedingt mal rein. Ja, also das Review nur kommt die Leistung Woche. unter Ruben, Mensch. Ja, nur definitiv, ja, definitiv. Okay, dann gut. Sagen wir es so, ja, die Leistung, die ist solid. Nice, okay. Ja, also, da freue ich mich auf das Review. Vor allem im Single-Thread-Bereich, das ist, im Single-Core-Test hat er hure gut abgeschnitten. Also besser als alles andere. Wow. Yeah. Okay. So viel dazu. Also, falls ihr einen Gaming-Laptop suchen wollt, geht doch das Review mal anschauen. So viel dazu. Mehr habe ich nicht mehr. Genau. Hast du noch etwas nicht? Wunderbar. Nein. Dann würde ich sagen, hey, merci vielmals fürs Zuhören oder Zuschauen. Vergesst nicht, uns 5 Sternchen zu geben, damit ihr uns ein bisschen supportet. Und am besten tut ihr uns noch weiterempfehlen, damit wir noch ein bisschen mehr Views haben. Hätte ich gesagt, ein bisschen mehr Zuhörer. Schickt den Stream oder den Podcast auch euren Kollegen. Und kommt bei Discord vorbei und schaut regelmäßig bei uns im Twitch-Channel vorbei. Wir sind mehrmals in der Woche live. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Rest und bis zum nächsten Mal. Das wünsche ich auch. Habt's gut und viel Spaß. Tschüss zusammen. We did it! Wunderbar. Hey, merci vielmals noch an die Follows, die sind reingekommen. Mega lieb. Wirklich, merci vielmals. Ja, wir haben natürlich gerade nicht direkt darauf eingehen. Ich habe gewunken, vielleicht habt ihr es gesehen. Aber der Bud Spencer und der Somuku haben noch gefollowt. Merci vielmals. Und es ist etwas an Kommentaren reingekommen. Mega cool. Der Luki hat Stranger Things 4 auch mega gefeiert. Das ist natürlich nice. 80er-Jahre Zeitreise ist, in die 80er-Jahre zurückzureisen ist halt wirklich jedes Mal mega cool. Also vor allem, es hat noch kein Internet gegeben. Du musst dir vorstellen, Stranger Things würde in der heutigen Zeit spielen mit dem Internet. Irgendwie, ich weiß nicht, der ganze Charme wäre auch nicht der gleiche. Das stimmt. Wo sie halt auch immer müssen hin und her fräsen, hätte ich fast gesagt. Und sie müssen halt viele Sachen herausfinden ohne Hilfe vom Internet. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Genau,
muss auch noch schnell sagen, tut mir leid, ich bin wirklich, mir hat es mega verwünscht mit Ja, kann dem sein. Schnitzen. Ich bin extrem, ich weiß nicht, was das ist. Eigentlich ist meine Hörrimenzeit vorbei. Ich habe noch schnell etwas sagen. Der Zomuku ist eigentlich der Kollege, eigentlich, der die ganze Info von mir gegeben hat für Habe das ich mir Formel 1. gedacht, ja. Genau. Heute Er raus. ist der, wo er ist der, der eigentlich wirklich mega viel Formel 1 spielt und mega Ahnung hat davon. Und als ich das mit ihm besprochen habe, habe ich einfach gesagt, hey komm, ich nehme das in Gaming-Podcast, das passt perfekt für das Feld der Woche. Von dem her, merci Zomuku, merci Gri, bist reinschauen Ja, und merci nice. für den Follow. Danke vielmals. Danke auch für die ganzen Infos. Und der Bruce hat noch gerade gefragt, so, wo findet man den Review vom Gaming Notebook? Es ist noch nicht online. Es wird aber diese Woche noch kommen. Sobald es online ist, kann ich es aber in Discord posten. Falls du kein Discord, falls du Discord hast, kannst du hier uns joinen. Dann werde ich es sicher dort posten, sobald es veröffentlicht ist. Und falls du kein Discord hast, dann schau doch einfach im Verlauf von dieser Woche ab und zu mal auf unsere Landingpage brack.ch/gaming. Wenn du dort ein bisschen runterscrollst, dann kommst du irgendwann mal zu einer Übersicht von Blogs. Das ist ein bisschen unterhalb von der Hälfte. Und dann wird dort der Blog mit dem ergänzt. Also der wird ja an erster Stelle stehen nachher. Genau. Yes. Ja, jawohl. Den könnt ihr anschauen. Und vielleicht tweeten wir noch. Mal schauen. Und sonst kann ich euch dann heute in der Woche noch mal Bescheid geben. Oder am Freitag. Am Freitag streame ich ja nochmal. Dann ist ja mein Gameplay-Stream ist ja dann... also es ist jetzt neuerdings am Freitag, ich habe ja gewechselt. Ich streame jetzt am Dienstag nicht mehr. Ich habe wirklich bewusst auf den Freitag gewechselt. Von dem her, yes, bin ich gespannt, wie gut der ankommt. Man kann sich natürlich vorstellen. Notebooks und so. Hardware. Yay. ja. Ich bin mega gespannt auf das Review, Steffi, ganz Ja, ehrlich. Also, ich habe wirklich... ja, da. ja, jetzt... bin nur Du hast ehrlich. geschrieben. Ja. Du hast geschrieben. Also, da war bin ich... ich werde es auf jeden Fall lesen. Mach das. Ich sag dir, das Beste am ganzen Review ist echt das Foto mit meiner Katze. Trust me. Das ist das Foto mit deiner Katze. Natürlich. Kannst du dir natürlich vorstellen, wenn ich eine Kartonschachtel bei mir daheim auf den Tisch stelle. Es ist Karton. Es ist eine Katze. Oh, ja. Der Karton zieht die Katze wie magnetisch an. Also von dem ja, klar. Drum, Nein, mega nice. Ja, freuen wir uns auf das Review. Ja. Freuen wir uns allgemein auf die ganze Woche mit Streaming. Geht ja weiter, oder? Also, natürlich. Was hast du gemeint? Wie wird gestreamt die Woche, Steffi? Sag das noch schnell für unsere Zuhörer. Also genau, morgen ist kein Stream. Dienstag ist jetzt, also fällt jetzt aus. Wir haben leider auch Pen and Paper wieder müssen, beerdigen. Hat leider nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Darum gibt es keine Pen and Paper Streams mehr. Aber der Cyril ist am Planen, den Pen and Paper Podcasts aufzuziehen. Also ganz nichts gibt es nicht. Aber einfach keine Livestreams zu diesem Thema mehr. Auch nicht vorübergehend und auch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Vielleicht gibt es irgendwann mal Pen and Paper Streams. Aber mehr so, also wirklich, wo wir den D&D spielen oder so. Das ist eher eine Option. Also so eine einzelne Kampagne mal am Tag oder so. Dann am Mittwoch streamt der Troy am 3. Da gibt es mal wieder Guardians of the Galaxy. Das ist immer noch eines von diesen Games, die er noch offen hat. Aber er kommt langsam, geht langsam auf einen Schluss zu. Und am Donnerstag am 11. Streamt der Cyril Klemmbausteine wieder. Er hat, glaube ich, ein Haus angefangen, das er noch weitermacht. Und dann am Freitag am 2 bin ich dran und ich spiele das mal. Ich habe eingeplant, Mario Strikers zu spielen. Aber ich muss mal schauen, wie viel Spass mir das macht. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt drin wechseln oder einfach ein bisschen früher aufhören. Mal schauen. Aber Mario Strikers ist geplant. Yes. Du bist gemutet. Genau. Das klingt doch mega gut. Ja, sorry. Ich muss ab und zu wieder ein bisschen... ja, ich bin überfordert von dieser Hörimattacke. Ich merke es.
Aber du, ich kann es nachvollziehen. Vor allem, wenn man so live im Streamen ist, ist es super unangenehm. Es ist mega unangenehm und ich habe jetzt wirklich nicht damit gerechnet. Das war wirklich das Letzte, was ich jetzt gebraucht habe. Aber so ist es jetzt halt. Hey, wir bleiben professionell, gell? Für das sind wir hier. Darum machen wir das, damit wir euch professionell Gaming News präsentieren können. Ich hoffe, auch diese Woche ist es für euch wieder mega cool gewesen. Für mich ist es wieder mega cool gewesen. Merci vielmals, Steffi. Merci vielmals für alle, die im Chat waren. Merci vielmals allgemein, dass wir das machen dürfen. Sage ich auch gerne wieder. Und ja, dann. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Nice. Ja, wunderbar. Leute, der Podcast kommt morgen um 4 Uhr. Schaut nochmal rein oder hört nochmal rein. Und falls ihr die vorherigen Episoden nicht alle schon gelost habt, dann macht das doch noch. Holt es nachher. Egal, ob die Infos veraltet sind oder nicht. Es ist trotzdem immer spannend. Und uns zwei hören wir doch sowieso ganz gerne zu mit unserem sympathischen Berner Dialekt, wie wir uns gegenseitig immer dissen. Nein, wahrscheinlich, das stimmt nicht. Wie ich den Nico immer dissen. Wow. Und ich bin einfach zu Gentleman. Das müsst ihr wissen. Ich bin echt zu Gentleman. Ich kann Steffi nicht dissen. Weil, ganz ehrlich, ich weiss, wenn sie es macht, ist es eigentlich nur ein Zeichen von Liebe. Von dem her alles gut. Voll. Ich disse nur die Leute, die ich gerne habe. Von dem her. Also, falls ihr euch nicht dissen, dann müsst ihr euch ernsthaft Sorgen machen, Leute. Aha. Dann würde ich. Ui. Ist fertig lustig. Nein. Nein, aber schon, ja, wirklich sehr cool gewesen. Und eben, wie gesagt, also gebt uns doch, wenn ihr schnell die 1 Sekunde Zeit habt. 5 Sterne bei Spotify, das würde uns wirklich mega helfen. Und, ja, mega. Yes. Dann wäre es, glaube ich, von unserer Seite. Wär's das, genau. Ja, sehen wir uns heute in einer Woche. Oder wir, also der Chat und ich, wir sehen uns am Freitag. Und yes, ich wünsche euch noch ganz schöne Reste. Werdet nicht verregnet. Hoffe, ihr habt alle Schirme eingepackt. Und sonst kommt gesund heim. Yes. Habt eine schöne Woche auf jeden Fall. Habt Sorge und bis gleich. Tschüss zusammen. Adios, amigos. Bye bye.